Guten Abend zusammen. Guten Abend zusammen. Geht es euch gut? Geht es euch gut? Mir nicht. Meine Frau liebt mich nicht mehr richtig. Man merkt das ja immer an Kleinigkeiten. Ich habe das gemerkt beim Fernsehgucken. Früher haben wir immer zusammen geguckt, Verbotene Liebe, dann Sturm der Liebe. Und seit 3 Monaten gucken wir nur noch Tiere suchen ein Zuhause. Ja, das ist der Unterschied, wenn man auf eine Herrensitzung als Redner geht, denkt man, hoffentlich sind sie noch nüchtern. Wenn du auf eine Damensitzung gehst, denkst du, hoffentlich hast du die Haare gut. Ja, das ist für euch mit das Wichtigste, der Besuch beim Friseur. Die Frauen sagen ja, mit den Haaren kann ich nirgendwo gehen. Ist ja da jeder mit den Füßen. Ich meine noch immer, beim Friseur wird das schlechteste Deutsch gesprochen. Da kommst du rein als Mann, da kriegst du das Hemdchen um, da guckt die Friseurin in den Spiegel und sagt zu mir, hatten Sie früher einen Pony? Ich sage, ja, aber heute bin ich mit der Pferd hier. Kapelle ist lustig als Redner, ne? Und am besten finde ich immer, wenn ihr Frauen euch beim Friseur unterhaltet. Hast du sie schon lang, kurz? Ja, das ist ein bisschen zum Denken, ne? Ja, ich hatte es aber mal kurz, lang. Jetzt habe ich sie schon länger, kürzer. Ich lasse aber wieder wachsen, auf kurz oder lang. Denn dann kommt immer der Kopf in das Becken und dann sagt die Friseurin, wie ist die Temperatur? Ja, schwer zu schätzen. Ich denke mal so 18 Grad. Ne? Und dann kommt die Frage, wie hätten Sie sie gern? Und heute, wir Männer haben ja meistens Undercut. Kennt ihr das? Undercut ist, wenn früher der Friseur mit der Maschine ausrutschte. Dann sagte der Hoppala. Und das heißt auf Englisch Undercut. Wobei die Frisur orientiert sich heute ja oft an den Fußballer. Die Jugendlichen haben ja heute ganz andere Idole. Aber ihr merkt das, ihr seid eigentlich zu intelligent für die Rede. Für die Stimmung sind Dövere besser. Denn früher war das ja so, da machten die Frauen sich die Haare zu Hause. Kennt ihr noch die Heimhauben? Ne, die gabet ja aus Plastik mit so einem Metallständer. Aber schöner waren die Schlauchhauben. Die wurden im Staubsauger angeschlossen. Na, das sah aus wie Raumschiff Enterprise in der Küche. Ich will die Firma nicht nennen, ich sag mal so, an Haustüren sah man so oft vor, Werktoren, aber selten. Und die Vertreter, die klingelten ja einfach, heute müssen die sich anmelden. Früher klingelten die einfach, da sagte er zu meiner Frau, darf ich Ihnen mal meinen Kobold zeigen? Da sagte meine Frau, ja klar, komm rein, ich hatte schon Angst, du wolltest mir einen Staubsauger andrehen. Meine Frau hat jetzt gesagt, wir müssen mal ein gemeinsames Hobby finden. Ich sage, ich habe schon eins, trink doch ein Bier mit.
Sagt sie, du immer mit deinem Bier, lass uns was Gesundes trinken, Tee. Ich meine, früher gab es ja nur 4 klassische Teesorten. Schwarzen Tee, Kamillentee, Haarlebutten und der mit Evenöl, Pfefferminz. Heute sind das ja alle Wellness-Tees, Sie kennen doch ja, die heißen, fühl dich wohl, sei ganz du selbst. Wenn du im 1. Stock wohnst, komm mal runter. Und bei Blähungen flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Denn so hat sich alles verändert, auch das Autofahren. Früher gab es ja noch kein Navi. Und sei mal ehrlich, ich sage das als Mann, wir Männer wären früher lieber 3 Stunden durch eine Stadt verkehrt gefahren, ehe wir einmal gefragt hätten. Ihr Frauen hättet direkt gefragt und wärt dann verkehrt gefahren. Und ja, und heute hast du ein Navi und wenn du verheiratet bist, hast du so ja 2. Ein freundliches im Armaturenbrett. Sag ja, ihr seid zu intelligent dafür. Und das kennt ihr ja von euren Männern, wenn man dann irgendwo eingeladen ist oder essen geht, dann sagen die Männer, ich fahr hin. Dann wisst ihr genau, dass ihr Wasser trinken dürft und die Männer wieder nach Hause fahren dürft. Oder man nimmt sie in Taxi, wobei Taxi ist auch so ein Thema. Die Taxifahrer wollen ja immer unterhalten, entertainen. Mir wird das reichen, wenn die fahren. Na, jetzt bin ich mit dem Taxi nach hier gekommen, da sagt der Fahrer, ich fahre nur ab und zu Taxi. Ich sage, ich auch. Ich sage, in der Stadt ist wohl viel los. Er sagte, auf Melaten war alles wie tot. Ne, und dann kommt der Funk dann rein, da kommen so zwischen die Gespräche, kommt der zentrale Rita, denkt dann, dass den Kabarettisten mitbringt, das Arschloch aus Aachen. Der sitzt schon neben mir. Unser Nachbar war gestern mit dem Hund beim Arzt zum Kastrieren. Ja, der Idiot, bei so einer schweren Operation nehme ich schon kein Haustier mit. Ich hatte am 2. Weihnachtstag, habe ich mir an einer Schokonussprinte eine Plombe rausgebissen. Und dann suchst du dann an so einem Feiertag einen Notarzt, einen zahnärztlichen Notdienst. Ich meine, ich wohne ja in der Aachener Ecke, ich habe aber direkt in der Nähe einen Notdienst gefunden in Remagen. Und da kommst du dann rein, da sitzen nur Notfälle. Keiner kann sprechen, aber irgendwas muss ja sagen. Mein Nachbar sagt zu mir, hast du Probleme mit den Zähnen? Ich sage, nee, ich habe die Prostata verstaucht. Sagt der Arschloch, ich sage, nee, die andere Seite. Da saß einer, ich sage, wovon hast du es denn? Sagte, von Pfirsiche. Ich sage, hast du die Büchse mitgegessen? Nein, sagte ich, habe aber einen Kern gebissen. Daneben saß einer, ich sag, wovon hast du es denn? Sagte, von Bananen. Ich sag, da ist doch ja kein Kern drin. Er sagt, ich bin drauf ausgerutscht und auf die Fresse gefallen. Und da saß eine Frau, die stank furchtbar aus dem Mund. Du willst ja keinen beleidigen, ich hatte schon 2-mal das Fenster aufgemacht. Sagt sie, mir ist kalt. Sag, mach du den Mund zu, mach ihr das Fenster zu. Ich durfte als Hausmann dabei sein, ganz brav. Ihr wart super aufmerksam. Danke und Kölle Allah. Dankeschön. Live-Match im Saal, das war Jürgen Beckers als Hausmann. Wir rufen aus, auf den Jürgen Beckers, ein dreifaches Kölle! Ne Hausmann!
ZDF.